Guten Abend für ein neues Sonntagsmagazin. Dem Nathalie Krier an ihrer Familie als etwas ganz Schlimmes geschieht. Ihr kleines Mädchen Lou als Ball oder Drunk. Doktoren haben dem Kant nicht wenig Überlebenschance gegeben. Nathalie Krier hat dem Madilutschen erzählt, wie sie die letzten knapp 2 Jahre als Familie erlebt haben, was ihnen Courage gemacht hat, aber wie es dem Lou heute geht. Dat klenkt Lou fällt mat anderhalbem Joer an e Weier. Doktre ginn vum Schlimmsten aus. Ma seg Mam Nathalie Krier gëtt Hoffnung awer nie op. Nathalie, den 18. Juni 2021 hat dein ganz Leben changeiert. Was war geschieht? Ma még jüngsten Durchstat Lou ass an Eiseweier han dem Haus gefallen, genau. An am Anfang war mal die klassische Situation, wo hast Lou an du alle gesicht an also echt Reaktion war op Stroß zu laufen, weil die Obstunde war warm, war schönen Tag. An du hast még einer Durchstau noch hanne gelaufen an huet dann am Weiher von, dann schon net rausgezogen an ja mein Mann hat dann reanimiert. Und das hat ihm durch die Leber gerettet, weil ohne die direkte Reaktion für die Zeit auch zu verbrechen, bis die Touristen da waren, das hat noch mehr Schritt gemacht, wie sowieso schon geschieht ist. Ja, du musst sein Leben umseiten vor dem Mann. Ja, dank meinem Mann, aber auch den Sekuristen und überhaupt der ganze Hilfe, die doch dann weiter gekriegt hat relativ viel konnte rekuperieren. Und das noch ein langer Weg. Was war eine Prognose von den Doktoren? Was hat der Doktor in dem Moment gesagt? Die Prognose war ganz schlecht. Also ganz am Anfang ist es sowieso mal für dich darum gegangen, seine Lungen auf 3 zu kriegen, weil die waren stark geschädigt. Du wirst noch nicht immer zu Lützburg können bleiben, wird man vielleicht ins Ausland müssen. Und ja, nach einer Woche hat sich das so löserlich stabilisiert und hat noch angefangen selber zu atmen. Und dann haben sie eine IRM gemacht in den ersten und dann haben festgestellt, dass ja, die Schäden im Gehirn ziemlich groß sind und ja, dieser Stress war entweder. Und dass man mit dem Schlimmsten muss rechnen. Und da waren wir ganz in den U-Kommen, also nach mehr Dave gegangen ist. Dann ist es darum gegangen, ob es selbstständig atmen kann, ob es schlecken kann, ob es husten kann, also die ganz basischen Funktionen, ob das noch funktioniert. Und das hat sich dann herausgestellt, dass das geht. Das war so in den Medikamenten, dass man für den Rest noch gar nicht so konnte. Das war wirklich zugedröhnt. Und du kriegst nur 3 Wochen auch dann ein Musshand, weil doch nicht selbstständig essen konnte. Da sind wir über die Nase ernährt gehen. Und ja, die ganze Zeit auf der Intensivstation, das war schlimm. Wie bist du mit dem umgegangen? Schon natürlich viel gekraget, schon aber auch ja, meine Achtsamkeit hat mir geholfen, schon meditiert, so blöd wie das klingt, schon probiert, meine Routinen zum Teil aufrechtzuerhalten. Wir durften die ganze Zeit da sein. Das hat mir immens geholfen, dass mein Mann und ich konnten zusammen da sein, und das in der Corona-Zeit. Also ich bin da wirklich noch immens dankbar, auch dem ganzen Team aus der Intensivstation, wie sie da mit uns umgegangen sind und wie auch auf Anhecht sie als Familie da abgefangen haben. Also kann ich so nicht, was das Gesundheitssystem weiter will. Das hat super geklappt und ich bin ihnen unmutig dankbar für ihre Professionalität und ihre Menschlichkeit. Und ja, das hat uns viel geholfen, für durchzuhalten noch. Und danach war es ja, wie wir das Resultat von mir herangekommen, da war echt mal nicht mehr Schock. Also, du reagierst eigentlich nicht mehr nach irgendwie und du probierst über Wasser zu bleiben. Mir hat ganz viel geholfen, dass dann eine Firma zu mir gesagt hat, das bleibt nicht so wie du hast, das ist ganz sicher. Und du hast den Fokus ein bisschen abmachen. Du hast erstens mal gucken, was in der Zukunft ist. Und zweitens, ich bin auch nicht Lou. Ich bin immer noch Nathalie, ich bin ein eigenständiger Mensch und hart aus dem Wasser gefallen, nicht ich. Und mein Leben ist mehr wie just Lou. Also schon 3 andere Kanäle, schon länger habe ich, schon eine Formation, die mich interessiert. Und das hat mir ein bisschen geholfen, bis nicht Distanz, dass das schlecht wird, aber einen gesunden Blick drauf zu kriegen. Und du konntest auch aufhängen zu kämpfen. Also du hast mich ja eigentlich wie gerüsselt und ich gesagt, nee, da gehen wir so nicht zufrieden und schon gefangen. Ich sehe so ein, ich mache dann. Und
Und hun schon gefangen mich zu renseignieren, wo ich kein Tigun, wir konnten ja nicht ewig auf der Intensivstation bleiben. Und da hat ich ein Klinik in Deutschland fand zu Vogtereuth, die spezialisiert das eine neuropädiatrisch Rehabilitationsklinik, auch die ob Kanner spezialisiert das an per Zufall war du ein Bekannte von der Familie, die mit ihrem Kant für genau dasselbe Sto war und du konntest mich mit ihr austauschen und sie hat mir ganz viel Courage gemacht. Und ja, dann ist du hin geschrieben und nach 400 Doktoren und alles, und die waren so ein bisschen, ja, wir müssen aber nur mal gucken und Doktor heute ist aber weit und ich gesagt, ja, gucken wir für Alternative, was mir nur, also ich bin offen für alles, aber ich will gerne wissen, wo wir hin, also für heim zu kommen mit einem Kant, was ernährt geht und was knapp selbstständig Auto konnte, das war für mich keine Option. Und ja, und dann sie also auch angeholt zu Doktor heute in der Schönklinik und da waren wir 4 Monate da. Und an der Zeit ich hatte eine unmutige Energie, man einfach immens gekämpft als Familie, auch für die anderen Kanner mit Ruf zu kriegen. Wir hatten auch einen Aufruf gemacht und einfach die Solidarität, die da war von der Familie, von unseren Freunden, das hat immens geholfen für die Zeit, sie war stehen, aber auch die Solidarität von der Gesellschaft, weil wir hatten einen Aufruf auf Facebook gemacht, für uns zu unterstützen und ja, also ist ganz viel geholfen gehen und das hat uns einfach erlaubt, auch das ganze Nivelange zu organisieren, weil wir hatten eben 3 Kanner, die uns auch gebraucht haben und 4 Monate verschwinden nicht einfach mal, so dass wir ganz viel gependelt sind und Kanner aufgeholt und dann Vakanz dünne gemacht und neben Therapien und ja, probiert so gut wie möglich irgendwo Normalität zu halten. Und im Oktober sind wir dann heimgekommen, das war auch unser Wunsch, wir haben das auch gebraucht, Normalität für als Familie, schon mal gebraucht, mit meinem Mann an einer Kummer zu schlafen, einfach oben so an einem Tisch als Familie zu sitzen, nicht an einer Klinik zu hängen oder an einem Restaurant. Und da sind wir am Oktober heimgekommen. Und du warst vielleicht mal heiraten an den Alltag fahren und kommen. Und ja, dann sind ich da mal so richtig schön an den Lach gefallen. Du warst in der Musen, dass wir heiraten gelaufen, kann sind an die Schule gegangen. Wir hatten als alle gehören so ein bisschen offen am Alltag, aber trotzdem war alles anders. Also, die Lu hat ganz viel gebraucht. Und ja, du haben wir eine Nunu auch gekriegt, die mir mal auch geschafft hat, dass ich unterstützt gehen, dass ich aber trotzdem auch kann. Nach Nivelancht dat etwas machen für mich und schon dann, ja, im August eigentlich schon dezidiert, dass ich meine Ausbildung für machen und mein Mann hat mich daran dann auch immens unterstützt. Und da sind ich ihm auch dankbar, dass ich das konnte so weitermachen, weil sonst wäre das ganz, ja, wenn ich das abgehen hätte, das wäre einfach nicht gut gewesen für mich. Was war für dich der schlimmste Moment, der schwierigste Moment bei der ganzen Sache? Das war schon der Moment, wo wir die Nouvelle kriegten, dass das Nährraum eben so katastrophal ist. Die Doktoren waren irgendwo zuversichtlich, weil er Reaktionen gewesen hat. Und wie sie als die Nachricht überbrücht haben, dass wirklich sein Gehirn ganz stark gelitten hat, das war, ja, da war man ganz in der Sonne schon mal. Aber du hast Hoffnung trotz allem nie verloren. Wo hast du die Energie oder die Kraft, wo hast du das hier geholt? Ja, erstens mal an dem Moment, wo ich eben mich ein bisschen distanziert und dass ich nicht hart bin und dass ich nicht mehr gut für hart sorgen, wenn ich auf mich aufpasse und dass das klar gehen irgendwo. Für allem hat mir ja, die Achtsamkeit geholfen. Meine Praxis, du hast Wert, die mich wirklich viel begleitet hat, das einfach nicht wissen. Wir wissen nicht, was die Zukunft bringt. Und schon an dem Moment hat mir einfach geholfen, dass das alles kann sein, das kann Gutes sein, das kann Schlechtes sein und dass daran auch ganz viel Möglichkeit liegt. Und auf mein Gefühl zu vertrauen. Also ich habe gelernt, wirklich, ich kenne meinen Kind am besten, also mein Mann und ich. Und tut sich oft als richtig, also war nicht immer als richtig erwiesen. Wir haben darüber gelebt, das hat am Lehrer kann sie essen. Mir wurde gesagt, hat wer blond. Ich habe gesagt, nein, das nicht blond. Und auch da tut sich dann als richtig erwiesen, hat heute immer noch ein Problem mit der Vue, aber kann sich ja länger im Raum orientieren. Das ist ein riesiger Fortschritt, den hat gemacht hat. Das auch gesagt, hat kann nicht mehr laufen und nicht lebt drin. Und das hat uns natürlich die Courage gegeben, weiterzumachen. Die kleinen Fortschritte, die dann noch von der Sängerseite immer kommen. Wie wir zu Vogter heute in der Klinik waren, da sind wir gefragt, was als Wunsch sind und hinten als Erwartungen von hinten. Und du sagte mir, ja, also Wunsch ist das klar, muss auch so was wie für drin, mir das wissen wir, dass das nicht geht. Also fängt man mit klein an, wir wollen, dass es lacht, dass es kann Familienleben irgendwie teilholen, dass es präsent ist und dass es kann weisen, dass es froh ist. Und wir sind rausgegangen und das hat es gekonnt. Und das war irgendwie in dem Sinne voll und erfolgreich. Mein Mann so zu Vogter heute noch auf, ja, Hochzeit, wir sind im August bestellt gehen, du lebst drum, du nicht gesagt, hallo, du mal, wenn es nicht so ist, dann das ist aber ein ziemlich präzises Prognose. Ne?
wann net so ass dann da sind immer enttäuscht an ja doch hat das aber heute drum gefangen mat laufen nur am Juli an du war mal immens froh das große Schritt wat mir auch geholle fur kein Prognose wie bei den Doktoren zu froh weil sie sind immer ganz reserviert an sie so ein echter Lever App es mich schlecht ist wie es gutes an da das hier misch direkten Dingens nur innen du musst brauchst dann immer Podschirmste von der zu holen und bringt man echt weil sie wissen doch nicht schmecken nicht und dem was sie so dass ich mir wissen dass selbst Schlimmes geschieht ist der braucht okay neues zu wiederholen an voilà, so zu mir Mann wenn du habest wohl wissen ich verstehe das aber ich gehe nach raus. Wie geht dem Lou Haut? Lou aus Haut ja wie gesagt hat das Frau Mädchen hat das präsent hat versteht und hat krit mat wéi viel dat könne mir net so hat noch net Schweze geleiert mir hoffen dass dat nach einkehr dass dat rum könnt seht mal heinst du Mama an heinst du Papa beim ersten du hast ganz motiviert du könnt da noch mal den nach oder in Nam aber dat können dann dat geht an das eben den neurologisch Kakena ist wirklich so wéi et Gehir rekuperiert wéi Neuroplastizität dat gët immer geflüstert an ja kann als Kind du wirklich so wat nach könnt. Dat heißt, du weißt gut nicht wie es weitergeht. Nee, ich weiß nicht wie es weitergeht. Wir gucken von Moment zu Moment also das lo wie gesagt Zukunft kann mir so wat könnt ich weiß doch nicht an mir zu viele Gedanken an zu viel in Zukunft zu schweifen das geht mir einfach nicht gut an so ja wir gucken ja, im September soll dann der Präkurs gehen und das lo ist nächstes Ziel und du gucken einfach wie das da geht und wie dafür geht mit der Schule lassen wir da mal dabei kommen wir können nicht anders das machen. Kann ich sagen, dass du etwas aus der Situation gelernt hast oder dass du irgendwie etwas daraus gezogen hast? Ja, schon, dass ich mich mit meinem Mann verlassen kann, dass wir an der schlimmsten Situation können oben bauen und dass wir das packen können und dass wir das gut können zusammen machen. Da gibt mir ganz viel Sicherheit und Vertrauen. Auch als Familie, dass auch mein Kinder da aber auch viel Resilienz haben und dass sie unheimlich froh sind am Lu. Und dann, ja, mein Gefühl, dass ich stehe auf mein Gefühl lausche, dass ich oft weiß, wie das an einfach mit der Achtsamkeit weiterzumachen und, ja, und dass auch mein Urlaub ist, das und anderen Menschen. Und mir auch den Herzenswunsch zu erfüllen, der das auch dabei entstanden, weil ich einfach so ich will nicht mehr die ganze Zeit im Büro schaffen, ich schon den Wunsch, etwas anderes das zu machen, mehr kreativer, mehr mit Menschen zu schaffen und das habe ich mir erlaubt, auch verwirklicht und das ist wirklich das Positivste, was am Anfang auch daraus zu zählen ist. Ja, das ist was Wichtiges am Leben irgendwie an, ja, das eben berät mich auch vielleicht mehr Risiko anzugehen, weil das Schlimmste, was schon geschieht, was soll noch kommen. Aber bestimmt kann Nathalie Krier andere Familien, die ähnliche Schicksalsschläge erlebt haben, Courage machen, dass sie so gut es geht mit ihrer Situation gehen. 16 Jahre sind es schon hier. Du hast für das 18 Jahre jung Mann, die den Traum an Erfüllung gegangen, von dem auch heute noch immer viele junge Frauen träumen. Topmodel gehen. Im Moment lebt auch gerade die neue Staffel von der deutschen Castingshow Germany's Next Topmodel. Und du hast für 16 Jahre Mandy Graf, das vernünftig gehen. Mit einer Erfolg hat auch seine Negativseiten. Madi Lutschen hat man Mandy über die Allzeiten geschwärzt. Er wird natürlich auch wissen, wo es aktuell drin ist, aber was sein Plan für die Zukunft sind. Mandy Mania hat die letzten Wochen zu Lützeburg sich gegraffen. Besonders bei den ganz jungen Fanen war Eist Mandy der neue Superstar. Das ist mega schön. Das ist die Verlegung, Mandy, ja.
Dass eng Litzebäuerin net gif packe bei der grosser Deitscher Show bis op die 5. Platz ze kommen het wohl och ke gedurcht. Weet ma Mandia Singer Karriere Firo geht, kënne rech na net so en strenge Presseverbot gut Litzebäuerin nach vun Deutschland aus Oberlucht recht nächst woch sinn Interviewe meiglech. RTL als Schidefalls stellvertreten fir viele Litzebäuer houfrisch op des Lichtung. Moin, es ist Mandy an schön schauen wir mal an eng aner Welt. Komm mal. Einmal der Rocky, den hun ich lo seit 3 Jahren. Schöne Lomat, ne Mama fertig. Und dann kriege ich eine Stunde von meinem Trainer. Gib ihm Zeichen und dann drehst ihn an. Gut, sehr gut. Anhalten. Ah. Rechts. Anhalten links. Ah. Und links. Gut. Und halt ihn an. Ah. Gut. Also ich gehe so, dass ich schon halt Kinder mehr machen. An dem Sinn, dass ich mich halt Kinder mehr gehen, mehr op Castinge goen, mich mehr dafür interessieren, so man so. Mais ich war jung, ich war 17 Uhr, ich denke, das ist dann alles anders, das ist mir wichtig. Da sind Junge mir wichtig, dann das Party mal mir wichtig. Und das war mir nicht so bewusst, ob was da nur raus kennt laufen, am Anfang, wenn du so strengst. Den Ding ist, ich bin froh, wie los. So, und ich hatte egal wie Kind mehr machen, weil alles was ich lo, wenn ich so zurückblicke auf die Sachen, hat mir schon Spaß gemacht. Und ich war viel in der Weh und so, und das fehlt mir eins du. Aber das ist aber nicht durch so ein, ich gebe alles anders mal. Genau, so, gut. So, lass die Hand unten. Reit, sag jetzt wo. Ja. Gut. Reiten ass vu e guten Ausgleich fir dat wat ich sos ma, weil ich alle Schoul an engem fundamental. Detail so mein Hobby, aber schon seit klenger Mund. Mein Papa immer geredet, mein Papa hat Pferd. Was sie vu klenger Mund mat opgewus. Ich fühle mich super bei de Pferd. Also das dat werd ich wahrscheinlich wert, wann mein Körper dat erlaubt mein Leben lang man. Du war der mat ma am Stall. Ja, lo ich mal an Schoul. Du schaffen mich am Moment am fundamental mat enger guter Freundin Mama Aurora. Dat mat ma eng Klasse huet, net all Stunden, wir schaffen 4 Stunden an der Woche zu summen. Und der Lehrer hat auch gerne. Ja, no Journey 6 sind ich viel gereist und da waren schon vielen Städten, Paris an London an Berlin auch. Und war super, hat mir mega gut gefallen. Mit war aber nie so etwas Sicheres. Du wusstest nie am Monat, wie viel du verdienst oder hast du nach einen Job den anderen Monat. Und dann sind ich rumgekommen und ich dachte, das ist auch schön heim mit der Familie, mit den Dären und das Pärtei und alles an Kollegen.
Und dann habe ich mir gesagt, okay, dann studiere ich etwas, für das ich etwas an der Hand habe. Und dann habe ich meinen Bachelor gemacht an der Germanistik und meinen Master. Und da, wie ich fertig war, da war eben die Option, auch da für die Quereinsteiger zu machen, für eine Fundamental. Und dann habe ich das auch gemacht nach einem Jahr. Das heißt, ich habe so ein bisschen Möglichkeit, entweder an der Lycée oder an der Fundamental. Und ich bin schon 3 Jahre am Fundamental und ich fand es super. Das Flot dann zumal, dass ich auch mit einer Freundin so zusammen schaffen und als Equipe halt so Leute länger super. Also ich vermisse Modelle schon, meinst du? Ich male noch ein bisschen. Aber ich vermisse schon, meinst du, wo ich mal so, es war aber gut fortzusehen. So immer, also dann immer rumzukommen für eine kleine Zeit, aber viel fortzusehen. Dass ich einfach viel andere Leute gesehen, viel anderen Input gesehen. Wenn ich dann aber so bis heute komme und da gehst du geschminkt und triebel den und den hoch und da bist du einfach so, ach, das ist aber schön. Nee, aber auch nicht für all das. Das in ein Image hört nur einer Fernsehsendung oder nur absfertig gemalt. Das hier oft gibt ja direkt so ein Stigma ob ihn gesagt. Und ich denke, dass das am Anfang ganz, ganz schlimm war. Da hat mich einfach ein bisschen genervt, die Fake News, Zeitungen, was geht geschrieben, das Bomi mal auch rief, da seht, oh mein Gott, was hast du da gemacht, was hast du darum gelesen? Und dann habe ich gesagt, nee, Bomi, das ist nicht so. Also so ein bisschen einfach das gemerkt auch, dass Leute nicht wirklich etwas können. Dass sie sagen, mein Tat hat Velo besser. Gut nicht. Aber das war einfach, ich weiß nicht, die Reaktionen haben mir wirklich nicht alle gefallen. Natürlich waren auch viele Leute mega positiv und so. Aber du sagst immer, das gut und das schlecht, und ich meine, das ist normal. Aber das hat mich ein bisschen gestört. Einfach so die Sachen, die dann rauskommen sind, an Zeitungen, die nicht wahr waren. Und unser Interview mit meiner Mom, wollte machen, wollte sie nicht, dann habe ich es erfunden. Das war hier Foto in der Zeitung und da standen da Sachen. Und das, ja, das finde ich nicht ganz gut von. Hast du schon ein Foto von dem nächsten Job? Mhm. Ich weiß die drei Englisch. Du warst 15. Das war die Echtkehr. Ja, ja. Und für wer war das dann? Für ein Restaurant, für ein Opium. Hast du schon Germany's Next Topmodel mitgemacht? Nein, das war da noch. Also das war 4 drin. Und Germany's Next Topmodel war 2 Jahre noch. Und das? Das war das erste Fotoshooting zu LA, wie wir da gekommen sind. Von einer Villa. Also da musste selber Foto machen, guck schon ein Kabel an der Hand. Ich musste selber drücken. Ja, ja. Mega. Und sie dir gesagt, wenn ich sie drücke, soll nee, sie gar nicht. Wie gut. Das ist eine ganz andere Generation in NRW, meine ich. Und die waren allzu jung. Damals nach, wie ich bei Germany's Next Topmodel war, weil da war schon 16 Jahre her ist. So wie Aurora, meine Freundin, die mich gar nicht kann. Also meine Highlights bei Germany's Next Topmodel waren, dass ich viel reisen konnte, dass ich viele Leute kennengelernt habe, dass ich viele Sachen gesehen habe, die ich sonst nie gesehen habe. Dass ich einfach auch gesehen habe, wie der Fernseher funktioniert, wie überhaupt mit der Kamera ist. Also die waren immer beide. Überhaupt das Ganze, das war eine flotte Erfahrung. Oh, an Zukunft, was gebe ich mal in Zukunft? Komm mal, Ellie, komm mal mit uns. Ich bin ein Hundetrainer. Nee, wenn ich ging machen und so, ich weiß nicht. Ich gucke nicht immer so day by day. Ich meine, nur im Moment gefällt mir von der Montal und dann schön und ich bleibe da. Und wenn ich eine andere Opportunität kann, meine ich, also, voilà, ich so nicht so für nichts, nee. Am Anfang, ich gucke da immer so, was Zukunft bringt. Ich meine, die Weg, du wärst voll komplett am Busch. Ja, nee. Das ist Katwunsch. Aber wenn das nicht heernst du am Busch, solange in de Wehrem rausfand. Das wäret für haut am Sonntagmagazin, heute könnt lo de Journal. Erscheinen nur nach. Adi.
Mënschen a Geschichten ëllo och op rtlplay.delu. Et Kinder die soen, dat Formulen kirichtsche Sport ass. Mi wéie Sport huet Stadien duch ganz stiert. A faszinéiert Dich am Schloreen, an der greller Sonn oder an der Perschwärzer nuecht. Wéie Sport liest zu go Las Vegas Luft hun halle. Natierlech hun joch Attacken, Prevuen an uséiert spring. Me fir Eis Dief neicht am File landen. E Break a just heinst du en Avantage, an als Halbzeiten daure just de pu Sekunden. Als Ekipementer rette Liwen, als Fortschritter auf eineren Zukunft. Von eure Rekorder schwätzen auf der ganzer Welt. An als Final, die spiele mal 23 Mal am Jahr. Das ist kein gewöhnlicher Sport. Das ist Formel 1. Live op RTL. Ready? No Paris as Konzentraioun op die eicht Großmonumente am Wëllosport geriicht. Am Vierfeld vum Tour de Flandre ginn an der Belge pu Halfklassiker gefuer, die fir Spannung surgen. RTL as fir Schleif bei den spektakulärste Kurse mat vorbei, aweis Dich fir frei an der Saison a Formers. De Wëllosport ze summe mat Mivelzeel zu Hausen a Mivelösterreicher zu manech. Goal, de Magasin fir all Footballfan op der Tele. Immer mendes mam Topmatch vum Weekend. Highlights, Goler, mir bleiwe fir e Ball, ass wie wéieren Lützebuer Footballaktualitéit. Goal, immer men Zoom 8 direkt nom Journal an lo och op rtlplay.lu. Emissionioun Goal gët Dich präsentéiert vun der CMCM. Gesundheitsmutuell. Drogenzen zu Lützeburg. E Milieu wo Männer dacks dominéieren an Fraen immens vulnerabel sinn. Gewalt, Vergewaltigungen, Angst, das halt den evaluieren. Wéi séier en dem Konsum vun illegale Substanze verfällt, erzielt da ist Melanie am Abrigado. Die Chance, dass ich genial älteren hun eng super genialen Umfeld sinn, an es sind awer gelernt. Dëssen a weider Témoignagen, e méindegem 7 am Magasin.